Ich hab Gänsehaut, dann geht die erste Runde geht auf mich. So. Jetzt zum Programm. Jetzt zum Programm. Wir versuchen heute auch ohne viel Verstärker einfach nur an Plug reden und dann ist natürlich klar, wenn ein Künstler ohne Lautsprecher, ohne Mikrofon, wird er sich sehr anstrengen mit der Stimme. Dann natürlich, aber das kennen wir ja, leise sein. Ihr kennt die Rede ja schon auswendig, seid immer da, ja. Also viel Vergnügen heute Vormittag. Ja, wenn ich Bier ob der Helmut gibt, der Grühl, dann weiß ich ja, was wir als erstes spielen, oder? Das gibt keine Grund. Ne? Nee, nicht ganz. Nicht ja. Ja, alles gut. Ja, also gleich kommt jeder. Wenn ich auch will, als Helmut Bier akzeptieren. Allmann steht für der Wirtschaftstür, Drücken wir mal einfach. der zu jenen Sehnen trinken, der Corona. Doch er will zu wenig Geld, solange er hochzählt. Prost zusammen, gleich kommt Im er. Balthasar ist die Stimmung groß. Und jeder süd der Adelmann. Doch dort kommt Janet schon mit dem Bier und spricht einfach an. Der Single würde das gerne tun, glaub ich, oder? Bring doch bitte mit, stell dich schnell so an. Du stehst hier die ganze Zimmer. Es hochgejährt, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht um. Das ist die Maxi-Version, ja? Trink doch eine mit, stell dich schnell so an. Du stehst hier die ganze Zimmer. Es hochgejährt, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. So mancher sitzt vielleicht allein zu Hus, der so jedens wieder lachen, der ganz heimlich da warten oder doch einer zu ihm selbst. Trink doch eine mit, stell dich still so an. Du stehst hier die ganze Zigarre. Es durchgejährt, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. So, der linke Flügel. Trink doch wieder mit, stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zimmer. Der rechte Flügel. Es durchgejährt, trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Pass auf, wir machen das euch einfacher. Wir singen jetzt auf La La La. Ja, mal gucken, ob es besser kommt. La 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 La. Besser, ne? La 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 La. La 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 La. La 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 La. La 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 La. La 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 La. Mit Text nochmal, ja. Trink doch eine mit, stell dich still so an. Du stehst hier
ja schon dabei. Weil dann weiß Lass ja, den Künstler in Ruhe. da weiß jeder, wie lange Wir sind sensibel, Künstler sind ja die. Ja, eben auch von meiner Seite zuerst mal Tag zusammen. Der Helmut hätte ja recht, wenn man so 1,5 Jahre seinen Beruf nicht ausüben darf. Und wenn man das mit so viel Leidenschaft macht wie ich, kann ich euch eins sagen, da ist ein Riesenloch in der Sie. Und ich darf euch sagen, ich hatte das große Glück, dass ich zumindest mal auf Karnevalssonntag nach Absprache mit dem Ordnungsamt ein Hofkonzert machen durfte auf der Aachener Straße. Hatte das abgesprochen, dass auf der einen Seite nur die ganzen Balkone besetzt sind, auf der anderen Seite Glück an der Finsterstunde nicht mittendrin. Weil ich kann euch sagen, nach dem ersten Applaus, nach dem ersten Lied, ich habe Rotz und Wasser geholt. Das war ein Gefühl, guck mal hier, ich denke dran, schon hier wieder los. Gänsehaut bringt es mir auch, wenn ich einen mittellosen Gastronomen nachts... Ihr wisst doch gar nicht, von wem ich spreche. Ihr wisst das. Genau. Einen mittellosen Gastronomen ganz alleine abends spät in seiner Gaststätte hinter der Theke sehe und wenn er dann ein Liedchen schmettert, was dann auch noch von mir ist. Und es gibt viele Gründe, viele Dinge zu tun. Aber es gibt keine Grund, jemals fortzuhören. So heißt das Lied. Kamelle. Es gibt keine Grund, jemals fortzuhören. Es gibt keine Grund, das jemals uns zu tun. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hause. Weil die Stadt, die Sport, die Menschen, die Freude und Not kriechen, für uns da die Heimat ist. 1000 Lieder gibt schon hier von uns am Ring. Jodel auf die Schlechten mit viel Dom und Sonnenschein. Dass wir hier auch bekloppt sind, das wissen wir schon lang. Und wir wissen auch, was wir am Klügel haben. Jode Zige, schlechte Zige, kennen wir gewiss. Wir nehmen einfach alles, wie es ist. Es gibt keine Grund, jemals fortzuhören. Es gibt keine Grund, das jemals uns zu tun. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hause. Weil die Stadt, die Sport, die Menschen, die Freude und Not kriechen, für uns da die Heimat ist. Wir führen uns sie selber jetzt und singen alles schön. Das ist nicht immer ehrlich, doch manchmal halt bequem. Wir haben die schönste Stadt der Welt, da schreien wir bewusst. Und jede Fremde fühlt sich zu Hus. Träume und seh alles bunt, ist auch manches Bliss. Wir nehmen einfach alles, wie es ist. Es gibt keine Grund, hier jemals fortzuhören. Es gibt keine Grund, das jemals uns zu tun. Wir blieben hier, denn hier sind wir zu Hause. Weil die Stadt, die Sport, die Menschen, die Freude und Not kriechen, für uns danach die Heimat ist. Fastelovend, Middlewich, Fortuna und FC, Lohn, Kölsch und Hennessy und der KIC. Henkel, Menschen, Jötze nicht, Nümat oder Do. Und jede Brücke, die ist kaputt, wo jedes das uns schon.
gibt keine Hund, die jemals fort zu jung. Es gibt keine Hund, das jemals ins zu dumm. Es gibt keine Hund, die jemals fort zu jung. Es gibt keine Hund, das jemals ins zu dumm. Wir blieben nicht, denn hier sind wir zu Hus. Weil die Stadt, die Sport, die Menschen, die Freud und eure Krieche für uns danach die Heimat ist. Weil die Stadt, die Sport, die Menschen, die Freud und eure Krieche für uns danach die Heimat ist. Ja, für uns danach die Heimat ist. Das ist wie in der Köln Arena. Man war da 2004, da war ich mit Zappanrot in der Köln Arena und das war total geil. Daher hatten wir einen Titel, der hieß Sagt, wir hören mit uns zwei. Und der ist so oft durch das Radio gelaufen, dass tatsächlich in der Köln Arena die ersten 5 Reihen, dann konntest du auf den Mund gucken, die kannten den Text. Das war ja beeindruckend. Wir sind heute etwas kleiner, aber ich bin genauso beeindruckt davon. Danke für die CD. Ja, sehr gerne, ja. Ja, man muss ein bisschen schmieren, sonst läuft das nicht. Ihr Lieben, das nächste Lied wird unseren Gastronom aufräumen. Viele Leute durften leider ihren Deckel nicht bezahlen nach dem letzten Besuch. Da kam er nicht mehr rein. Aber das ist ein schönes Lied, das können wir alle mitsingen, glaube ich. Ne? Ich habe einen Deckel. Hoffentlich nicht. Einer? Ich hab nen Deckel, da schon noch 87 Euro. Der litt in Köln, in der Kneipe, im Schmutzeo. Ich hab damals nicht dran gedacht, Mord noch fort in derselben Nahrung ich fuhr, nach Berlin mit der Bahn. Da fing ich eine neue Arbeit an. Es gibt doch Rhythmus. Berlin ist ne Wolke, so schuldet in der Zählung. Ich kann mal lernen, komm her zu uns, Berlin ist in. Und da wird immer für mich alles los. Und es Nation die Lampe niemals so, da bin ich jetzt hier in der Stadt. Doch mir fehlt irgendetwas, ich weiß nicht was. Ich hätt niemals gedacht, dass ich so auf Köln denken muss. Ich hab nicht Gründe und alles und es geht mir auch nicht schlecht, aber trotzdem doch kummer ich hier nicht so recht. Ich hab nen Deckel und da schon noch 10 mal 80 drum. Der litt in Köln, in meiner Kneipe, beim Schmutzeo. Nächsten Morgen, wenn ich Urlaub war, will ich sind da nicht
wie sie da fahren kann. Es ist zwar gut, doch ich hab die und dass ich ne neue Deckel machen kann. Ich hätt niemals gedacht, dass ich so auf Ankerl denken muss. Ich hab nicht Wunder und alles, nicht lieb auch nicht schlecht, aber trotzdem doch Kummer nicht hin, nicht so recht. Ich hätt niemals gedacht, dass ich Köln so machen. Denn Köln, das ist die Stadt, wo ich groß geworden bin. Und irgendwann muss ich dann, wenn ich kann, wieder hin. Ihr seid sehr textsicher. Das einzig Schöne, diesmal bin ich ja Gastgeber, sonst macht er ja seine Weihnachtsfeier, da stellt seine Platte hier vor über das Weihnachtsfeier, denke ich, wird das ja hoffentlich wieder klappen. Ausgenug waren, so werden sie, sind sie. Ja, ich habe eben gesehen, oder seine Haare, wo er eben sagte, also die wenigen, die er, ich habe ja viel mehr, die Haare, die er dann an die Arme hat, die er dann Arme kamen wirklich zum Stehen. Und da hat man wieder gemerkt, dieses blöde Sprichwort, Applaus ist des Künstlers Brot, ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Vielen Dank auch im Publikum. Wir gehen jetzt in die Reden rein und in diese leisere Musik rein. Ich bitte euch noch so ein bisschen am Anfang, solange wir noch können, sich zu konzentrieren. Minus. Das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich glaube 1907 war dieses Lied. Und es ist ein Lied für alle wunderbar, für die Männer. Wenn wir uns das alle wünschen würden, dass eine Trennung so ablaufen würde, würden wir sagen, das ist optimal. Das erste Lied, wie gesagt, was wir euch Schmidt gebracht haben, können wir mitsingen. Es ist ein wunderschönes Lied, das da heißt, dem Schmidt singt Frau ist durchgebrannt, und dann singt das Publikum. Wir probieren das nochmal. Dem Schmidt singt Frau ist durchgebrannt. Und Alle Tonarten. Was? Alle Tonarten. Alle Tonarten. mal gucken, ob ich das so hinkriege. Wollen wir uns ein bisschen seitlich stellen. Da würde ich sagen, lasst uns beginnen, lasst die Spiele beginnen. Dem Schmidt singt Frau ist durchgebrannt. Schön, ne? Was hüpft so nach im Modeblick, genau passieren kann. Denn Spitze Christian singt Frau, die kennt doch jedermann. Doch gestern Abend bei ihnen in schönster Harmonie. Der Spitz mit seinem Obertrus, doch höchste Fortune. Und wo man jedem steht, mal bloß noch hören will. Dem Spitz singt Frau ist durchgebrannt und la, dann ist noch unbekannt. Singt jetzt und Abend ist sofort. Der Spitz, der lacht sich halb kaputt. Hey! Der Spitz hat keinen Hausantrieb, jetzt allein hantiert. Er hat seine Sache all verkauft und jetzt überlegt. Und in der Gesicht des Abends dann, allein in seinem Bett, er eiert sich wie andere nicht, der Schmitz Charakter hält. Also, und holt er bloß das Lied, dann singt er selber mit. Dem Schmitz singt Frau ist durchgebrannt. La 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 la. Und
wohin, das ist noch unbekannt. Tralalalala, sind jetzt und Abend ist sie fort. Tralalalala, der Spitz, der lacht sich halb kaputt. Tralalalala. Die Nordschaft, die wusste so geht's, davon, da kommt der Flow. Ja, wenn es die Frau Knöpfchen zwingt, da ist es früher genug. Denn die hätte der gesagt, und die sehe der. Da war das Ding von dem Schmidt, um einmal populär. Sag, hat ihr nicht gewohnt, so klingt es immer gut. Denn Schmitz in V ist durchgebrannt. Oh, tralalalala, wohin, das ist noch unbekannt. Tralalalala, denn jetzt und Abend ist sie fort. Tralalalala, der Schmitz, der lacht sich halb kaputt. Tralalalala, denn Schmitz in Frau ist durchgebrannt. Tralalalala, wohin, das ist noch unbekannt. Tralalalala, sie gestern Abend ist sie fort. Tralalalala, der Schmitz, der lag sich halb kaputt. Tralalalala, der Schmitz, der lag sich halb kaputt. Moment. Tralalalala. Ich weiß nicht, wann es genau geschrieben wurde, aber war auch so um die 19. Jahrhundertwende. Und zwar kommt jetzt ein Stück von einer Frau, die ganz allein irgendwo im 3. Stock gewohnt hat. Und da ist was passiert. Und was da passiert ist, das wollen wir euch jetzt da bringen. Ich sage es auch, damit ihr Bescheid wisst. Guderup! Bei Balles, da ist der Pieferstock. Das meine ich auch. Was ist das? Was ist los in der Achterstraße? Der Knubbelwinsche stehen und was das für sich steht. Der Dübel weiß Bescheid. Alles ist verschreckt, jeder läuft wie ich. Wo könnt der Rauch bloß her? Und paar Minuten druck doch, statt jeder das Allure. Im 3. Stock am Fenster steht eine Frau, die winkt und schreit. Guderup, bei Balles, da ist der Pieferstock. Jetzt hätt die Hand vom Ball, die ganze Stub voll Ball. Guderup, bei Balles, da ist der Pieferstock. Jetzt hätt die Hand vom Ball, die ganze Stub voll Ball. Der Lück stand auf der Straße, als hätten sie den ganzen Tag im Deckel rückgeworfen. Und zwischendurch in einer Tour, da holt man schreien nur. Guderup, bei Palzer ist der Pieferstock. Jetzt hätt die Hand vorbei, die ganze Stub voll Ball. Guderup, bei Palzer ist der Pieferstock. Jetzt hätt die Hand vorbei, die ganze Stub voll Ball. Trocken hier. Wie man denke, gut
Rock hier. Auch Anfang des 19. Jahrhunderts wurde gerockt. Und das Rocklied, was wir jetzt machen wollen, eines der schönsten Rocklieder, die wir überhaupt kennen. Kennt ihr das auch? Ja. Wer ist das denn? Der heißt ja keine Ahnung. Mal gucken, ob ihr den kennt. Oh, Baby, fang an zu rocken. 1, 3, 7, 9 oder so. In der Keilesnummer 0 steht ein 10 Grad Stunden und da haben wir ein Studio. Unser Lehrer ist der Schwein, unser welches Geld und da haben wir Bier. Und da haben wir wieder hin und her überladen und haben für den Lehrer gesagt. Nee, für den Herrn Schutzmann. Wieder hin und her über Land und haben für die Kätzmanns gesagt. Liebe Frau Kätzmann. Nee, das ist noch nicht wie ganz bestimmt mit dir, das haben wir nicht studiert. Helmut, ist die Zeit schon um? Nein, wir müssen an den Gürtel nicht, schau rein, Junge.
Also zwischendurch kann man ja mal sagen. Oh, Ja, es fängt wieder an. Ja, ihr müsst ja mal finden. ach so. Aber in der Corona-Zeit, wo wir alle zu hatten, gab es ganz viele Freunde hier. Und die dann auch mal an uns Wirte gedacht haben. Unter anderem auch Jürgen Kolonia. Wir haben hier für einen, war so etwa ungefähr, ja, sagen wir mal so, die Zahl von der Köln-Arena waren hier. Ja, So ähnlich. ja. Die Südkurve war ganz stark Ja, das besetzt. ist aber der Rest war alles wild verehrt. Ja. War schön. Haben wir hier ein wunderbares Lied vielleicht auf Schluss. Wir haben ja kein Corona mehr, wir wollen ja eigentlich nicht mehr dran glauben. Nee, aber das passt schon. Ja, Ich bin Winger. aber ich glaube, dass wir jetzt ein viel, viel besseres Lied gefunden haben. Nein, es ist noch kein Abschluss. Haben wir denn nur Kölsche hier oder haben wir auch Auswärtige? Auswärtige, wo kommt der her? Hever. Aus der Eifel. Eifel, was haben wir? Soll ich, ja. Was haben wir? Knubbelig, du kommst. Esch. Nee, Esch, es ist schön. Das gehört ja. Das gehört schon zu Bonn oder sowas. Esch, ne? Zu Bonn. Ihr Lieben, wir haben euch jetzt einen Titel mitgebracht. Lasst euch einfach inspirieren, davon mitzusingen, weil jeder Kölsche, der diese Hymne, mittlerweile ist eine Hymne, hört, singt die auch mit. Schätzelein, du darfst dann beginnen. Ich wüsste nicht, was ich sagen Da, der Muschan. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich han und das mit mir im Sinn, mit Muttersprach noch nicht verloren. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Wolfgang, das ist für dich. Wenn wir so an uns Heimat denken und sind dort so für wir stand, möcht ich direkt ob Heimat schwenken. Ich möcht zu Fuß nach Köln gehen, möcht ich direkt ob Heimat schwenken, ich möcht zu Fuß nach Köln gehen. Und der Herr wird mich rufen, dem Petrus sage ich alsdann, ich kann nicht treu, ich ihm erzähle, wie ich dich wie Kölle hab. Wenn ich so an mein Heimat denke und sind dort so für mich stand, möcht ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möcht zu Fuß nach Köln gehen, möcht ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möcht zu Fuß nach Köln. Und luren ich vom Himmelspötzchen, der Einzig um min Vater Stadt.
willst du dich noch hier morgen sagen, wie ich dich wieder hab. Wenn ich so an den Heimat denke und sind dort so für mich stand, möcht ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möcht so Fuß nach Köln, möcht ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möcht so Fuß nach Köln. Schnell sich alles entwickelt in der scheinbar heilen Welt. Die Front wohnt schon lang nicht wie gestellt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. In Zeitalter gebunden und irgendwann ist so ein Schluss. Doch so lang blieben wir zu Hus. Doch nun in Panik, schon bald sind wir wieder mobil. Und auf der Straße sind wir dann wieder zu finden. Es geht zurück, der Arbeitsstress, die Hektik, sich die uns dann fällt. Für das war dem Level wirklich zählt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, was er will. Die Zeit reilt alle Wunden und irgendwann ist so ein Schluss. Doch so lang blieben wir zu Hus. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal keiner mehr tun, was er will. Die Zeit reilt alle Wunden und irgendwann ist so ein Schluss. Doch so lang blieben wir zu Hus. Doch so lang blieben wir zu Hus. Tolle Nummer geschrieben, finde ich wirklich klasse. Aber nicht nur die, sondern auch Cat Ballou hat eine schöne Nummer geschrieben. Und zwar, das Ding heißt, du bist nicht allein. Und es ist schön, dass wir die Freunde wieder treffen dürfen. Und oh, guck mal, der eine, hochkonzentriert. Hochkonzentriert. Ja, wer konnte damit rechnen? Ich habe gedacht, ich muss was länger sprechen, bis wir den richtigen Titel gefunden haben. Also, ja, nein, bist du. Ja, hör auf, da will er bitte wie helfen. Nur so. Okay, bekloppt, komm, eine machen wir noch. Natürlich. Kaum wartest du eine Stunde schon könntest du. Was? Listen. Einmal gelobt, schon jeder Ding in die Wutz. Weiß ich nicht, niemand allein, weiß ich nicht, ich gerade gesagt, wie heißt der Titel? Der ist einfach nur schön. Hast du ihn gefunden?
Soll ich dir helfen? Möchtest du meine Brille haben? Irgendwann sind ich. Der Beat schmiss die letzte Runde, ich rat wohl noch alles gut. Los um die Uhr, doch irgendwie war der Abend viel zu kurz. Der DJ spielte das letzte Lied, bye bye bye, war zum Schluss. Wieder sitzt du da, Träume verschwiegen, keiner wartet nicht zu uns. Doch du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stern. Der für dich leuchtet, ja wo du bist, wenn der Weg auch noch so düster ist. Ich schwör, die besten Nächte sind doch die, wenn du ja nicht willst. Komm schön bei mir, Ding sie los, wenn du dich verlassen fühlst. Ein, zwei, die alle Hunde, der Dritte hinterher. Jeder tut so neue schlecht, im Kopf wird das so schwer, denn du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, ja wo du bist, wenn der Weg auch noch so düster ist. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, ja wo du bist, wenn der Weg auch noch so düster ist. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Du bist nicht allein, irgendwo steht auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, ja wo du bist, wenn der Weg auch noch so düster ist. Vielen Dank. Es geht auch ohne Musik, ne? Aber es geht, solange wir hier im Balthasar singen, gehört, es gibt ja Tradition, aber es gibt auch Brauchtum. Wenn einer mehr als zweimal irgendwo war, ist es Brauchtum. Brauchtum muss gepflegt werden. So. Es gibt Tradition, aber wir haben ja jetzt hier... Also Brauchtum ist jetzt der Knubbelig. Jawohl! Keine Tradition! Zu dem Brauchtum hört ja auch eine Bühne. Ja. 1b. 1b nehm ich. Die Bühne also. Nee, du musst die aufbauen. Das Nee, ich nehm sie mal. Das ist ja 1c. Ja, ach so. Ja. Das ist 1c. Das ist immer so dürr. Der ist Wartet. Ja, jetzt. der knubbelig trampelt gleich so, dass die Bühne kaputt ist. Und das knubbelig! Also, der Gregor hat hier egens der Flakscheinwerfer Marke Wachter Volkssturm gestanden. Das kriegst du nicht. Was ich jetzt mit euch machen will, das ist ja hier
eine Kölsche Nachmittag oder eine Kölsche Morgen. Ich möchte euch erzählen, wie es früher in Köln war. Nämlich ohne Mikro und auch für die Eifler hier. Ja, das ist mal. Ja, ich schmeckt, ihr habt uns am Level gehauen am Krieg. Ja, es geht doch nicht. Aber wenn es wurde der Äpfel her ist, Oder die Pusterhütte. die Pusterhütte. Nee, ihr Lieben, ich möchte euch damit nehmen, ihr mögt mir jetzt genötigt nicht so hören, denn der Künstler liest vor. Und zwar habe ich ein Buch vom Fröhlich Peter. Der Peter Fröhlich hat gelebt von 1901 bis 1984. Und er hat 1972 ein Buch geschrieben, Köln vor 50 Jahren. Das heißt, der hat über Köln geschrieben aus seiner Kindheit, nämlich in der Kaiserzeit, bei der Preußen. Und das Schöne ist, er hat nicht geschrieben über, ich sage uns, über Leute, die wir alle kennen, sondern über Leute wie du und ich. Und so hat er das geschrieben. Und ich finde das so herrlich. Und das möchte ich uns sehen in der Saalerin Döhe. Das ist jetzt Neues, was ich früher noch nicht gemacht habe. Aber hört uns zu, ich finde, er hat das schön gemacht. Ich muss mir nur der Sehbeschleuniger in das Auge tun, sonst kriegen wir das nicht hin. Aber ich singe gerade, ich habe das groß genug geschrieben, das könnt ihr so ja lesen, wenn ich das hier hin habe. Der erste Text ist der Zeppelin-Küt. Ihr Lieben, ich habe mir das angeschaut, worum es da geht. Es geht um der LZ, jetzt ist es doch so klein geschrieben. War jung, es ist der LZ-5, Luftschiff Zeppelin 5. Ihr mögt euch vorstellen, das war 1909, da war der Peter Fröhlich 8 Jahre alt. Das Ding war 136 Meter lang. Das heißt von hier am Ebertplatz, wenn du auf der Straße hast du der Zeppelin, ja. Und damals in Köln, es gab keine Musik. Du hast ja keine Jukebox oder so jetzt, oder CD. Du hast die Musik nur auf der Straße geholt. Oder von der Preußen, die Militärkapelle gespielt haben. Und du hast überhaupt nichts Elektrisches übrig. Er hat selber immer nur bei Petroleumleuchten abends gesessen. Und das ist, und ich möchte euch jetzt mitnehmen in das Köln von 1909. Passen Sie auf, was der Fröhlich Peter erzählt. In Köln hat sich halt für die Jahrhundertwende mit der Luftschifffahrt beschäftigt. Im Rosenmond das Zug zu 1891 wurde eine Ware, der ein lenkbares Luftschiff darstellt. Auf dem Ware stunden Maschinen, die das wieder ob sich schaffen tät, was die Menschen in der Luft auf der Erde schmissen täten. Also ihr könnt euch schon vorstellen, woran das sich dort riecht. Die Fastelovensfreunde haben auch damals an alles gedacht. Aber das war ja nicht nötig gewesen. Mit dem Problemchen ist so eine Zeppelin auf eine ganz eine Weise fertig geworden. Dafür braucht man keine Maschine. Nee, an Bord war ein Abtritt, der Boven und der Unge war ein Loch. Wenn man quasi auf dem Loch saß, macht man einfach nur durch. Das Rest mit der Anziehungskraft von der Erde. Also so eine Abtritt wie auf der Isarbahn. Genau. Nur Hüter. Nur Hüter. Aber der Sehne aus der Luft, bäh. Naja, das war alles egal, der Hauptsache war der Zeppelin kütt nach Köln. Ich muss dazu sagen, Köln war damals ein Luftschiffhafen. Seht ihr heute noch im Becken da? Ne, da hat die große Zeppelin-Hall gestanden. Der Zeppelin kütt, uns Kaiser, hat Köln zum Kriechhafen aus der Luft erklärt. Hier sollt der Zeppelin 1909 stationiert im Luftschifferbataillon 3
Wede. Aber schmatten wir unseren Sinn, ob der Fahrt nach Köln war der Zeppelin in Frankfurt mit Motorschade liegen geblieben. Ganz Köln stund auf heiße Kohle. Man könnte das 136 Meter lange Dinge. Endlich kam ein Telegramm vom Graf Zeppelin persönlich. Da stund drin, dass er am 5. August, einen Donnerstag, das war dem auch wichtig, dass der auch noch genau sagt, dass von der vergangenen Data. Finde ich herrlich. Einen Donnerstag ganz bestimmt mit seinem Zeppelin nach Köln gekommen. Leider hätte vergessen, genaue Uhrzeit auch anzugeben. In Beckendorf hatten sie einen großen Hall gebaut. Da sollte der Zeppelin stationiert werden. Übrigens, der zugehörige Betonanker für den Zeppelin steht heute noch auf der Matthiasbrückenstraße vor dem Kolonia. Wisst ihr, hey, der abschleppt, der Kran. Da steht der Anker, der steht immer noch da in so einem kleinen Gewächshäuschen drin. Wo bin ich? So viel Volk wie an dem Donnerstag hat Beckendorf noch nie gesehen. Als morgens in aller Früh setzt sich von Köln aus der Venloer Straße rauf eine Völkerwanderung in Bewegung. Zu Fuß, mit dem Fahrrädchen, mit Pät und Ware, mit dem Automobil und der elektrischen, gingen dort Beckendorf an. Ich war auch mit dabei. Wir hatten an dem Tag keine Schuld. Überleg ich bloß, weil der Zeppelin gut hätte ja ins Köln keine Schuld gehabt. Aber damals war das so. Das ist ja gut gehalten. Ich war da nicht der Dreckliche, das war der Bitte. Nicht Essen, noch ein Kölsch für mich, weil bitte. Ein Mädchen zu gucken. Ob der Zeppelin und ob der Eifel. Pass auf, da geht noch wieder das Kröpfchen. Ein Mädchen zu kümmern hat mir Pap extra blau gemacht. Die Lükscher, die zu Hus bleiben, klommen ein besser Sinn zusammen zu können auf die Dächer von Jans Köln. Aber mit dem Sinn und Lure war an dem Tag nicht weg her. Morgens um 8 Uhr war es so nevelig, dass man die Domturm nicht mehr singen konnte. Je Viertel für 8 kam die Meldung, der Zeppelin hat Bonn erreicht. Jetzt musste jeden Augenblick über Köln zu singen. Aber er kam nicht. 2 Stunden lang war das Luftschiff aus der Luft verschwunden. Dann hieß es, er hat bei Bühr ein Telegramm abgeworfen. Bei Bühr hätte ein Telegramm abgeworfen. Sie wären gegen 11 Uhr in Köln. Meine Pap meinte, die wären nur über Düre geflogen, um für Köln besser Wetter abzuwarten. Hallo? Ja, da fährt der Flieger mit den Buren ran, ne? Hallo? Hey, so fangen die schönsten Schläge an. Ich komme so klatschen. Es ist Spaß an Lohn. Pass auf, mit mir Jung wieder in der Uhrzeit, 10 Uhr vertrag sich der Neffe. Kein Wölkchen mehr am Himmel. Der Ring herab und herab, nur Sonnenschein. Kurz für 11 ging es los. Hey gut! Ruhig, als wie in einem Sonnenmeer, schwebte das Luftschiff dahin. Ich trug her in ihre Rund der Dom,
dann flog er auf Beckendorf an. Die große Halle war in einem Wigger-Umkreis abgesperrt. Von der Schulter von meinem Pap konnte ich alles ganz genau sehen. Als sich der Zeppelin der Erde genöschlich genähert hat, hungen sich Soldaten an die raufhängende Seile und buxierten das Luftschiff in der Halle. Der Beckendorfer Gesangverein war da und sung, wie konnte doch anders singen, es hätt noch immer Jod Jange, Jod Jange. Also, jetzt seht ihr, der ist gelandet, der Zeppelin, als der Herr Graf Zeppelin, ein kleiner Mensch mit einem Brutschneuzer und ganz riese Haare aus der Halle rauskam, spielte ein Militärkapell uns Nationalhymne. Ihr Lieben, das war 1909. Die Nationalhymne war damals nicht Einigkeit und Recht und Freiheit. War auch nicht Deutschland, Deutschland über alles. Nee, die Nationalhymne war Heil dir im Siegerkranz. Und der Peter war ja eine 8 Jahre alte Bursch. Und so haben die Pens dann begeistert mitgesungen, Heil dir im Siegerkranz, wär doch mein Botz noch ganz. Dann wär ich froh, mein Mann, die hätt kein Zick, der Schniederwund so weg, wär doch mein Botz noch ganz, dann wär ich froh. Ihr Lieben, das sind herrliche Geschichten aus dem Aale-Kölle. Also ich könnte mich doch verjungen bei der Sache. Wann ich das gefallen hätte, die Geschichte ist ja eng, hätte ich noch gern einbringen, wenn ihr das wollt. Nee, der ist immer noch groß. Also es geht wie Gott. Ob Kaisergeburtstag. Wie gesagt, der Peter hat ja in der Preußenzig gelebt. Der Kaiser ist geboren am 27.01.1859, nur damit an dem Kaisergeburtstag hatten die Lücken. Da war quasi für jeden frei, die Pens hatten keine Schuld. Als ich im Jahr 1908, Entschuldigung, doch der Brau an und ne. Als ich im Jahr 1908 in die Schule kam, gab es in Köln nur 3 Brücken. Die Dombrücke, das war ein Kastenbrück und wo das, da wäre ja auch der Moosfall genannt. Also für der Hohenzollernbrücke, die Dombrücke. Dann die Müllermer Schiffbrücke und die Düxer Schiffbrücke. Die Südbrücke war damals in Bau. Am 9. Juli 1908 brach ein Baugerüst zusammen. 13 Arbeiter haben aber jeder Dut gefunden. Also muss ich das vorstellen, so jetzt hat den auch beschäftigt damals im Aale-Köln. Für den Ersten Weltkrieg wurde die Dombrücke zu einer Bogenbrücke umgebaut. Die kennen wir alle, das ist die Hohenzollernbrücke. In Gegenwart von Kaiser Wilhelm wurde die Brücke am 22. Mai 1911 eingeweiht. Damit das der Kaiser nicht nass wurde, wann es regnet, hatten sie auf der Brückenrampe ein Zelt mit einer Kaiserkrone drauf aufgebaut. Das Zelt hat Tausende von Reichsmark gekostet. Wie man sich in Köln erzählt, soll das Zelt aber nur einer Verrichtung dienen. Zu der so ja der Kaiser nur zu Fuß ging. Am meisten haben die Kölscher darüber sich geärgert, dass der Kaiser das Hüse ja nicht gebraucht hat. Das viele Geld war quasi in die Sod geworfen. Für die Richtigkeit von dem Kröpfchen kann ich mich nicht verbeugen, aber es ist ganz gut möglich, dass die Rude, SPD-Lück,
von denen in damals in Köln eine ganze Haufen Jahre auf die Geschichte erfunden haben. Und das nur, um den Kaiser zu ärgern. In Düx stund früher ein Kürassierkasett. Wehe ihr weiße Uniform waren das der Mehlsäck. Also wie hört sie da auch der Prinzenjahre, ne? Ob der Müllermeheit täten sie üben, hoch zu Ross und mit Lanze bewehrt, trocken die an der Brück am Ring und ob die Müllermeheit an. Mensches und natürlich mit klingendem Spiel, Menschesmal haben sie auch ihr staatsche, blanke Brustpanzer an. Du musst dir vorstellen, da war eine 7-jährige Jung und da könnte da so ein ganzes Regiment mit blanke Brustpanzer, mit schnaubender Feder und Fähnchen im Wind, das Metz für so eine kleine Pösch natürlich, so eine Pösch mit das Indruck. Man muss sich da einfach hinsetzen. Ich finde das herrlich. Wann die Kürassiere von ihrer Übung ob der Müllermeheit zurück wollte, wusste mir Penz direkt, wer gewonnen hat. Die Sieger hielten die Lanze hoch und lädten die Fähnlein im Winde flattern. Der Verlierer machten Bedröf Gesicht und hielten die Lanze noch unger, so ja die Bät lädten den Kopf hängen. Während aber die Dombrück auch eine Straßenbahn und eine Isarbahn fuhr, diente die Schiffbrücke nur dem Wagen- und Fußgängerverkehr. Wer es ganz ähnlich hat, ging es best über die Dombrück, aber da muss sie bezahlen. Oder fuhr mit dem Müllermer Bötchen. So ein Schiffbrück hat ihr Tücke. Wenn ein Schiff der Ring herab und runterkam, mussten die Mittelteile von der Brücke ausgefahren werden. Das war interessant. Et Ätsch tätet klingeln. Das war das Signal. Dann ertönte der vielstimmige Schreckensruf. Der Brück fährt aus. Hunderte von Menschen setzten sich in Bewegung und fingen an zu laufen. Die eine ob Düx an und die andere von der Düxer sich ob Kölle an. Man hätte bald meinen sollen, die Brücke ging unter. Wenn die Brückenwächter die Seile quer über die Brücke gespannt haben, kam die Bewegung von den Menschen zum Stillstand. Jetzt hilft nur noch Wagen. 2 Buttons, die an Kette hingen, wurden ausgefahren und laten sich rechts und links neben die Brücke. Die Uraldampfmaschine deed dabei so stöhnen, als wenn es letzte Stündchen geschlagen hätte. Manchesmal kommen noch ein paar Schleppzeuge rein, die durch die Brücke wollten. Oder ein Floß kam der Ring herab. Es konnte eine halbe Stunde auf länger dauern, bis das die Brücke wieder zu war. Aber langweilig wurde das nie. Man sagt jetzt und kommt jetzt 11. Bei stürmigem Wetter, wenn der mächtige Raddampfer der Brücke passieren tät, fing die Schiffbrücke an zu tanzen. Da davon konnte einem schlecht werden. Das Ächzen und Jämere von der Holzbrücke, die an ihr Verankerung ist, ging ihm durch Mark und Bein. Fraulich fingen an zu kriegen. Manch einer hat auf der Brücke alte Bejobbung verloren. Wisst ihr, was das heißt, der Bejobbung verloren? Er ist in Ohnmacht gefallen. Da muss ich extra nachschauen, das muss ich nicht mehr. Man hat also die Bejobbung verloren, wir sind in Ohnmacht gefallen. Natürlich hat sich auch der Kölsche Moderwitz, der Chefbrück angenommen. Einmal wollte der fremdschöne Tourist von einem Kölsche Grielächer wissen, weshalb die Schiffbrücke ausgefahren wird. Sagte, du jecke Kerl, das süßt du doch, wir lassen das Wasser durch. Ihr Lieben,
das waren die Kröpsche aus dem Hilligekölle. Ich hoffe doch, ich hätte das jetzt vergnügt. Ich finde das herrlich, was der Peter uns erzählt hat vom Ahlekölle. Wenn er euch gefallen hat, klatscht in der Hängche und dann mal hin. Ja, wenn er wollt, dann mach ich noch eine kleine. Aber ich habe mich bedankt, dass wir ja doch einen relativ hohen Obolus gemacht haben. Aber ist nicht sofort, wir wollten nicht sofort haben jetzt also. Aber wenn man heute mal überlegt, was jetzt schon wieder war, dieses, und lieber Knubbelich, lieber Ralf, dieses alte Können, was du eben mit den jungen Kolonien sagst, also von deiner Weg, aber auch von der Ethnik und alle, die hier waren und noch kommen. Wir müssen, wenn wir das verlieren, wenn wir unser altes Können verlieren, wir können natürlich im Gürtel nicht gehen, die Höhe zu können, das ist unsere Musterstube und alles. Aber ich habe immer so zwei Dinge, die kann ich nicht weggeben. Also ist der beste Redner, da kommen die Brings, ich liebe die Brings, da kommen die Brings und nach dem Redner geht nicht. Aber hier ist noch eine Familie, hier ist noch was zusammen und hier feiern wir und hier hören wir zu. Auf ganz besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn. Es gibt ja die Möglichkeit zu covern. Das heißt, wenn wir einen traditionellen Titel hat und schreibt dann einen anderen Text drauf oder übersetzt den. Und das können wir alle ganz gut. Ich meine, ich hab Durst. Prost zusammen. Alles Gute von vornherein, ich weiß, ja. Da gibt es auch eine wunderschöne Nummer. Wo hast du sie gehört? Wo war Cloud? In San Francisco. Da hätte die holen. Da hätte gesagt, die Nummer kenne ich und da fehlt am Ende, ja. Die Nummer jeder noch um Kölsch. Und da ist in Köln, da ist das gut gefunden. Also, bitte so. Hängt an der Heimat, am Lachen der Menschen und an uns Muttersprach, am Fastenleer, der kölschen Lieder, im Klave, im Fädel, auch dort Henkeldraht. Doch wenn du ins Fort musst, verlies man nie, das allen immer mit und ich noch will nie. Es steht schon vom Boden und ein zu zum Ring, geh an ich dabei, wo immer ich bin. Es steht schon vom Boden und das aus dem Ring, so fühl ich mich Köln, egal wo ich bin. Wir Kölsche haben uns eigene Art, bei uns hätte Herr J. an der Front nicht gespart. So sind wir geworden und so wollen wir sehen. Und darum gehören wir auch andere hin. Und wenn du ins Fort musst, weiß man es nie. Das annimmt man mit und nicht noch will nie. Es steht schon vom und eins ist im Ring, die hab ich dabei, wo immer ich bin. Es steht schon vom Dom und das aus dem Ring, so fühl ich mich Köln, egal wo ich bin. Und wenn du es versuchst,
das malet nie, aber das nimmt man mit und ich noch viel mehr. Es steht schon vom Dorf und eins aus dem Ring, die hab ich dabei, wo immer ich bin. Es steht schon vom Dorf und das aus dem Ring, so fühl ich mich können, ja, wo ich bin. So fühl ich mich können, ja, wo ich bin. Vielen Dank! Danke für die Schlägerei. Ich muss hinfort, sonst hat er ja nichts mit zu trinken. Der hat Weitblick, der Mann. Der Dumme ist gerade der Kopf vergeht, der 30 lange her. So, ich sage. Herrlich. Fast läuft. Also ich fühle mich eigentlich schon wie so eine kleine Österreicher. Ich bin ein Gespritzter. Das ist ja Gespritzter. Und viele haben mich gefragt, Uli, was machst du, wenn die Pandemie vorbei ist? Da blieb ich mal 14 Tage zu Hause und mache mich müdig. Na, diese Pandemie ist ja für mich, ich bin ja schon so ein Zingwanenkind. Ne? Kennt ihr Zingwanenkinder? Ja. Das sind arme Kinder. Wie sah denn früher so eine Badetag aus? Man hatte nur 3 Dinge, eine Zinkwanne, eine Fischnadeltablette und ein kleines Eischampokissen. Und immer wenn Mutter mir den Rest von nur einem kleinen Shampoo-Kissen auf das Kopfchen drückte, dachte ich, hätte ich nur ein kleines Foolish. Aber war nichts draus geworden, der Papa hatte der gefahren. So ist die Pandemie für mich eigentlich, wie man früher Stumares hatte. Ne? Kennt ihr noch Stumares? Kenn ich nicht. Da durfte man 3 Tage mit dem Bus, das war so schlimm. Er sagt selber, als wenn sie die Jugend heute ein Ladekabel vom Handy wegnehmen. Oder fiel mir immer hin, ich hatte immer Stumares, obwohl ich das ja nicht schuld war. Ich denke, komm, mach mal ein bisschen Blödsinn, guck mal, wir kommen hier direkt nach Hause, wenn die Sonne unten war, 5 Uhr, ne? Da wohnt ja keine Uhr. Da habe ich mich immer vor der Promesse Kommunionen Uhr gekriegt, ne? Wir kommen dann immer pünktlich raus. Und einmal hatte ich dann ein bisschen Stress gemacht. Der Mutter sagt, wo gehst du her? Wie siehst du aus? Was hast du gemacht? Dann habe ich gesagt, Mama, der kleine Hund vom Dienstag wollte nicht beißen. Mama, das fand ich ja nicht gut, das fand ich so eine Schade. Dann nahm ich seine Leine, drehte mich schnell um die Beine und dann ließ ich die Leine los und dachte, wo ist sie denn bloß? Mama, das Leben bringt mir manchmal Kummer und Schmerz. Mama, schenk doch nicht, es war doch alles, ein Scherz. Mama, du weißt, ich würde doch so an niemand dumm. Mama, du weißt doch, ich bin und blieb Dinge leben jung. So denke ich immer, irgendwie die 10 Stunden. Auch in der Pandemie habe ich mich 10 Stunden rumgekriegt. Aber auch dank eines Facebook,
Bucke und einem lieben guten Freund, Gregor. Die schöne Filme im Facebook, da kann man ganze Stunden dran sehen, da kriegt man mal alles, was früher und darum sage ich dir jetzt hier an diesem Ort mal vielen Dank dafür, für die schöne Filme, die du uns immer gestellt hast. Ja, da muss man auch mal sagen, wenn man jetzt hier so persönlich sieht, und man muss einfach im Level immer ein bisschen mehr Spaß machen. Ne? Guck mal, ich komme aus Neunkirchen-Seelscheid, da war ein Feuerwehrwagen, der hatte eine gute Reklame hinten auf der Rückseite. Wir suchen dich, wir haben die dicksten Hupen, die längsten Schläuche, wir spritzen am weitesten Rohr ihre Muschi vom Dach. Kommen Sie zur Feuerwehr. Erste Tag Feuerwehr. Keiner kann ja sagen wir mal zum Beispiel für jeden noch einen Anrufbeantworter oder haben wir hier Mailbox. Ne? Da kann man mal was ganz anderes draufsprechen. Denn einfach so Bade, bitte da, schöne Grüße. Nein. Zum Beispiel. Tag, lieber Kunde, warum rufen Sie an? Was im Haus ist Feueralarm? Schauen Sie mal nach, ist der Feuer frisch, denn ohne Qualm, da kommen wir nicht. Wenn ja, dann warten wir noch eine Stunde, damit sich der Einsatz so richtig lohnt. Wir kommen dann mit allem Mann, ja wenn nicht, rufen Sie einfach nur was an. Das kann nicht Sinn, das kann nicht Sinn. Wenn das wirklich so ist, sag, wo kommen denn da hin, das kann nicht Sinn, das kann nicht Sinn. Ein bisschen Blödsinn ist doch einfach noch drin. Tag, lieber Kunde, wann rufen Sie an? Wart und Pann auf der Autobahn, lassen Sie mal den Auspuff nicht Löffel, Kante verjassen. Jedem blasende Türen auf, hören Sie bitte sofort auf, dann geht der Herr noch nie kaputt und dann wird die Tür und dann ist man ja nicht gut. Das kann nicht Sinn, das kann nicht Sinn, wenn das wirklich so wird, sag, wo kommt denn nur hin, das kann nicht Sinn, das kann nicht Sinn. Doch ein bisschen Blödsinn ist noch immer drin. Tag, lieber Kunde, wann rufen Sie an? Klöchen verstopft, packen wir an. Ja, doch mal hin und macht den Deckel auf, lohnt uns noch ein Stück noch die Suppe. Wenn ja, dann deckeln wir den zu. Es lasst nur bloß die Spülung in Ruhe. Wir kommen ja so schnell, wie wir kann, ja wenn nicht, rufen wir einfach noch mal an. Das kann nicht Sinn, das kann nicht Sinn. Wenn das wirklich so ist, sag, wo kommt denn da hin, das kann nicht Sinn, das kann nicht Sinn. Doch ein bisschen Blödsinn ist noch immer drin. Doch ein bisschen Blödsinn ist noch immer drin. Weil die Frau saugt auch nett ist. Ich sage immer zu meiner Frau, ja, der ist ja verstanden. Du bist für mich wie Toilettenpapier. Wieso? Ja, also wenn du nicht da bist, vermisse ich dich so sehr. Und da hatte ich letztes Mal ein tolles Geschenk gekriegt, wir zusammen. Zumba-Kurs S für Senioren. Zumba-Kurs S für Senioren. Habe ich da angerufen und gesagt, was muss man mitbringen für Zumba-Kurs S? Da hat sie gesagt, nicht viel. Nur ein bisschen sportliche Kleidung. Das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt standen wir da im Zumba-Kurs S mit 15 Senioren und haben auf die Turnerin gewartet. Da habe ich doch Mädchen, ich denke, leck mich am Arsch.
Die sieht aus wie meine Freunde, die du damals hattest. Und wie ich noch ganz klein war. Haben die mir gefragt, Junge, willst du schon Erdbeerkuchen? Da werden wir. Stimmt wohl? Der Name ist so schön. Nur was machen die denn? Zumba-Kurs erst für Senioren. Da hat sie immer gesagt, wenn ich gleich Bewegung rufe, macht er bitte alle diese Bewegung. So, Körper, Beine. Schick! Samonia, was kannst du? Du kannst keine. Da wirst du was singen bei. Was wirst du damit singen? Das ist ja vertraut. Bewegung! Ich bin ein Elefant mit einem langen Rüssel und ich esse niemand aus einer großen Schüssel. Passend zu dem Körper sind die Beine auch noch dick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Und damit wir ihn die ganze Tag rumsetzen, machen wir jetzt den Zumba-Kurs zusammen. Wir fangen an mit dem Schieber. Das ist der Schieber. Mach bitte nicht so, das ist der Patscho. Der geht ins Kreuz. Der Schieber geht sehr gesund. Und wenn ich gleich Bewegung rufe, wisst ihr genau, was sie machen. Schieber. Schieber. Alle machen hier den Schieber. Der liebe Gott, der hat doch auch den Elefant gemacht. Ich denke mir, da hatte ich bestimmt was bei ihr gedacht. Anstatt eine kleine Nase gebe ich dem eine lange Schlauch und noch große Ohren und dann noch eine dicke Bauch. Und als er dann so fertig war, da freuten sie sich auch. Bewegung! Ich bin ein Elefant mit einem langen Rüssel und ich esse niemand aus der großen Schüssel. Passend zu dem Körper sind die Beine auch noch dick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Schieber. Ich ging mit meinen Kindern sonntags mal im Zoo, sofort mal 100 Euro los, doch was war ich froh. Im Zoo da jede Tiere, vom Löwe bis zum Fisch. Nur was ich da suchte, ja das fand ich leider nicht. Und als ich um die Ecke kam, ich denk, das gibt's doch nicht. Bewegung! Ich bin ein Elefant mit einem langen Rüssel und ich esse niemand aus einer großen Schüssel. Passend zu dem Körper sind die Beine auch noch dick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Eine Stufe schneller jetzt. Ich bin ein Elefant mit einem langen Rüssel und ich esse niemand aus der großen Schüssel. Passend zu dem Körper sind die Beine auch noch dick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick. Nur das Schwänzchen ist was dünn, aber das ist schick.
bleiben. Wir dürfen nicht immer alles ernst nehmen. Und da haben sie mir jetzt mal, da muss ich mir vorstellen, vor Jahren Heiligabend ein tolles Geschenk gekriegt. Tolles Geschenk, ich packe das aus, wir hatten so kleine Geschenke gemacht, ne? Für 15 €. Da packe ich das Geschenk auf, da kriege ich hier so eine Mütze. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Die Mütze. Genau. Ja, das ist so. Einer legt mir in den Tisch. Steht dir. Und da haben sie mir noch ein kleines Buch beigeschenkt, das war so 3 Seiten dick. So 10 mal 10, alles schön bunt. Und dann stand ich da vor dem Krippchen und alle riefen, Uli, lies mal vor. Dann fing ich an zu lesen. Und ich schlaf alles was auf und in dem Buch stand. Das Buch hieß Die Kuh. Erschienen im Weltverlag. Sitzenweg Nummer 4. Seite 1. Ich bin eine kleine Kuh und esse Butterblümchen. Ach, das schmeckt ja wirklich gut, da drauf ist noch ein Würstchen. Und dann ruft die Bäuerin, ich soll mal zu ihr kommen. Ja, ich weiß sofort Bescheid, die Milch wird mir genommen. Und dann zieht sie an, dann zieht sie noch, die drückt schon auf der Spitze, schöne Hände nah bei mir. Ach, ich geb dem Milchchen, ach, zieht die an, dann zieht sie noch, man drückt die auf der Spitze, alles so im Kreisverkehr. Ja, dann kommt der Milchchen. Seite 2. Und die Alma neben mir hat auch einen dicken Eiter und die Augen werden groß, ich denke, die kriegt die Luft nicht. Ich sage, Alma, was ist los, hast du zu viel gefressen? Nein, ich glaube, ich bin jetzt dran, der Bauer, sagt der Nächste. Ach, zieht schon an, zieht schon noch, drückt auf die Spitze, starke Hände nah bei mir. Ach, ich geb den Milch, ach, was zieht der an, zieht schon noch, drückt auf die Spitze, alles so im Kreisverkehr. Ja, da kommt der Milch. Seite 3. Letzte Seite. Musste sie zweimal laut vorlesen. Und der Stier da in der Ecke tut schon mit der Zunge lecken. Und der Knecht, der dumme Hund, weiß ja gar nicht, was er tut. Denn er meint, es wäre Kuh und der Stier, der Herr noch Ruh. Das passiert nicht jeden Tag und nicht zu den Knechten. Oh, ja. Hey, du ziehst so an, du ziehst so auf, was drückst du auf die Spitze? Nur das vierte Greifverkehr, drum kommt da kein Milch. Ach, was zieht der an, du ziehst so noch, was drückt der auf die Spitze? Nur das vierte Greifverkehr, drum kommt da kein Milch. Und die Moral von der Geschichte weiß ich nicht. Er lernte den grünen Hut und wurde Schützenbruder. Ich sage wieder, das ist ja toll, da kannst du mit einem Schuss ja eine Königin bekommen. Nee, der da irgendwie das Schöne. Ich sage, was kann ich denn da Schöneres geben? Und er sagte, ich bin eine kleine Schützenbruder und ich freue mich immer wieder. Grünes Jäckchen, weißes Hemd, Haare schön gekämmt.
Zoe und ich so Schießstand hin und dann küsst mir in den Sinn. Ich denk noch an das letzte Jahr, wie es da noch war. Biff, baff, der Busch muss rauf, ob ich das überhaupt es schaff. Biff, baff, der Busch ab, leider nicht geschafft. Biff, baff, der Busch muss ab, doch was selbst der Bruderschaft. Biff, baff, der Boot ist ab, leider nicht geschafft. Jetzt haben wir schon ein paar Stunden geschossen und schon mal ein Bier genossen. Und da ruft der Bruder Jan, wie Baum ist dran. Hab ich noch mal aufgebaut, hab die Misch mir angeschaut und ich dachte, die lacht mich an, ich sag, jetzt bist du dran. Biff, baff, der Misch muss ab, ob ich das überhaupt schaff. Biff, baff, frischer Ast, leider nicht geschafft. Biff, baff, der Misch muss ab, doch was selbst der Bruder schafft. Biff, baff, der Boot ist ab, leider nicht geschafft. Hier, Dinge. Für noch ein Stroh. Bitte nur mal noch die Rot auf der Straße. Hört man nicht mehr. Komm her! Biff, baff, der Misch muss ab, ob ich das überhaupt schaff. Biff, baff, frischer Ast, leider nicht geschafft. Biff, baff, der Misch muss ab, doch was schlechte Bruder schafft. Biff, baff, der Boot ist ab, leider nicht geschafft. Biff, baff. Ich bin der Peter und derjenige, den ich noch nicht kenne, so Lebenslauf falsch. Geboren am 5. Januar im Severinsklösterchen, somit hing der deutsche Adel. Und karnevalistisch bin ich aufgewachsen in UKB, Unger, Rane, Böhme. Unerleuchtete Wesen, solche noch hier, die wissen nicht, wo UKB ist. Das ist ganz einfach erklärt. Du läufst von hier aus den Eberplatz für Ohren in die Richtung. Und dann, wenn du noch Gemetzelbrücken hast, dann bist du über die Turiner Straße. Und dann bist du angekommen, wie gesagt, in UKB. Und jedes Fädel hat ja sein eigenes Liedchen. Und das nennt sich ein Zehn für Drachen. Und wer das kennt, der darf ruhig mit singen. Pass auf. Hört jeden Text, der Wattenmalheur, kein Dübel weiß vom Küste her, vom Engelstedt, vom UKB, halb Hochdeutsch und halb Kölsch. Ich bin noch
Bescheid, wo UKB ist. Und ihr kennt das ja vielleicht von dem einen oder anderen Verein. Wenn ihr irgendwo marschiert, jeder Verein oder Chor hat ja so eine bestimmte Einzugsmarsch. Und ich bin ja aktives Mitglied der Fidel Kölsche und das ist ja ein Verein, der nicht ganz unbekannt hier ist im Fidel. Und mir, und mir, also wenn die Schnauze hält, fliegt, dann schließe ich ihn auf. Ach, der Himmel doch. Und ein Lied haben wir natürlich selbstverständlich auch. Und das werde ich jetzt führen habe. Manch einer irgendwann wird jede Grad an die Stelle, wo man sich fragt, was soll sie jetzt noch machen, was soll sie jetzt noch spielen. Ich denke mir mal ganz einfach, als Abschluss von so einem, ich bin ja als Abschluss von so einem herrlichen Nummerndach kann es eigentlich nur eins geben. Und derjenige, der jetzt noch nicht mitsingen sollte, in Anführungszeichen. Die Ausgänge befinden sich links, rechts, aber ich bin mir sicher, jetzt wird es still. In Köln alleen. Wenn ich so
Musik